다 동마들이랑 아주 잘 남기는 신신난gen기. 러르게웨시니. Zu Anfangs möchte ich gerne alle, die hier über das Internet zuhören, begrüßen und möchte Ihnen meine besten Herzenswünsche übermitteln. Alle die Gurus, die Eminenzen, die Mitglieder des Sangha, Lehrmeister und auch alle meine männlichen und weiblichen Dharma-Freunde möchte ich hier begrüßen. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Wir hatten sehr viele Veränderungen letztlich in diesem Unterweisungsplan. Und der Hauptplan ist, dass ich alles zu einem Ende bringen werde. Und ich möchte gern zuerst über 2 Punkte sprechen. Der erste Punkt ist, der Schützer der Wesen, Django Rinpoche, hat im Augenblick eine etwas schwerwiegende Erkrankung und befindet sich in einem Krankenhaus. Ich muss darüber jetzt nicht so viel berichten. Die verschiedenen Klöster, nicht nur das Drango-Klöster, auch alle Kammerkanzang-Klöster, Klostereinrichtungen und besonders auch die verschiedenen monastischen Lehrinstitute sind auf meinen Rat hin damit beschäftigt, Zeremonien durchzuführen. So, ich möchte gerne euch auch alle bitten, diesem Wunschen, Besserungsmenschen euch anzuschließen, sodass seine Gesundheit wieder hergestellt werden kann und wieder eher so werden kann wie zuvor. Ich habe die große Hoffnung, dass dies geschehen möge. Und wenn wir alle denselben Wunsch in unserem Herzen tragen und dieselbe Art von Bitten sprechen, dann wäre dies sehr gut. Der zweite Punkt hier, den ich ansprechen möchte, ist, weil Khenchen Drang Rinpoche plötzlich erkrankt ist, sollten wir über alle großartigen Wesen denken, große Lehrer, Meister, die Kontrolle darüber haben, wie sie wann ihr Leben leben oder beenden, Leben und Tod. Und solche großartigen Wesen, die auch ihre Wiedergeburt wählen können, und wie sie in dieser Welt erscheinen und wie man in dieser Welt erscheint und lebt, hängt in erster Linie von der eigenen Gutartigkeit, der gesammelten Gutartigkeit ab. Wenn wir bloß daran denken, dass wir den Status von irgendjemand erreichen möchten, wenn wir nicht diese Gutartigkeit gesammelt haben, um einen solchen Status wert zu sein, dann wird es schwierig. Man braucht die Voraussetzung dafür, um selbst für den Status eines gewöhnlichen Lebewesens zu erreichen. Und wenn wir an die großen Schützer der Wesen denken, großartigen, dann können auch Schüler in diesen Status gelangen durch die Kraft ihrer Gutartigkeit.
Und, wie viel sie auch immer ansammeln an Gutartigkeit, kann es trotzdem Situationen geben, wo es dann nicht möglich ist, mit uns weiter zusammen zu verbleiben. Zum Beispiel dieses Jahr. Haben wir den Jamgon Taisite Rinpoche und Chalsak Rinpoche. Roshi Chalsak Rinpoche, beide sind jetzt 70 Jahre alt. Und ohne jetzt einen bestimmten Tag zu nennen für beide, für jede ihrer Klostereinrichtung, ist es sicher, dass sie Zeremonien für das lange Leben abhalten. Aber wir als Karma Kamtsang Tradition im Allgemeinen gesprochen sollten Geschenke darbringen, die große Güte in dieser Lehrer in Wertschätzung anerkennen und sie in langes Wirken zu wünschen. Ich hatte diesen Gedanken letzte Nacht. Aber ich hatte noch keine Zeit, das in direkte Handlungsanweisungen umzusetzen, wie man das tun sollte. Wir sollten das vielleicht am Tage des Herabkommens des Buddha von Tushita zelebrieren oder während der großen Kagyu-Wünsche der Kagyu-Mölam. Wir sollten darüber nachdenken, wenn es dieses Jahr nicht der Fall wäre, dann könnten wir nicht das 17. Wir sollten darüber nachdenken von Anfang an. Ich möchte euch aber informieren darüber, dass ich diesen Gedanken mit mir trage. Es gibt einige der Tulkus oder die vielleicht Ideen haben darüber, ob das gut oder nicht gut ist, so zu tun, und können es mich wissen lassen. Okay. Anderen Tags haben wir aus der Leben und Freiheit des Mikki Dorje, den guten Taten, darüber gesprochen, über den 32. Vers, der über die Kraft seiner Hingabe und Wertschätzung mitteilt. Und da gibt es etwas, was ich da noch ergänzen möchte. Ich möchte euch alle daran erinnern, ich möchte euch an den 32. Vers erinnern. 32. gute Tat aus dem Leben und Wirken von Mikki Dorje. Wie der Grundvers dann heißt, dem vom Grund her ich mich anvertraut, mein Fee-Guru, war mir gewiss, als 3 Juwelen selbst vom Wesen her, als mit 3 Kayas, 5-fach Weisheit sah ich ihn, drum hatten etliche auf mich selbst eine reine Sicht, auch dies dünkt mir als eigene gute Tat vollbracht. So wie ich es anderen Tags bereits erwähnt habe. In der Lebenszeit von Mikki Dorje hatte Mikki Dorje zeitlebens die große Wertschätzung zu seinem Guru Ausdruck verliehen, und um für sich und andere von Nutzen zu sein, zu deren Wohl. Sollten wir in diesem Zusammenhang auch kurz über die Geschichte der silbernen Himmelsstatue sprechen und den schwarzen Pillen und dem Guru-Yoga in 4 Zeiten. Und von morgen an möchte ich über diese schwarzen Pillen sprechen. Also heute im Zusammenhang mit dem 32. guten Tat.
um aus dem Kommentar dazu von Sanjay Paltrup vorzutragen. Da ist etwas, was noch nicht gewählt wurde und das ich hier vortragen möchte jetzt zum Beispiel. Da heißt es, einige Leute pflegten zu sagen, dass all jene, die da um Mitte dort herum waren und die behaupteten, dass sie großartig an Übungen seien oder dass sie viel gelernt haben und so weiter, hatten noch nicht einmal von der fehlenden Sorge um das nächste Leben ganz zu schweigen, selbst in diesem Leben irgendeinen Funken von Gewissen oder Scham oder Anstand. Und das war nicht so sehr, dass sie damit die Lehre selber in Misskredit brachten, aber der Punkt ist, dass sie dass sie alle diese Fehler und so weiter, die sie da begangen, von Karmapa niemals kritisiert oder entsprechend bestraft wurden. Und so waren sie alle ohne Respekt und so hatten sie. Er hat ihnen so viel Respekt und Status und Gewinn und so weiter gegeben, wie er konnte. Das ist der Grund dafür, dass all die Leute um die Karmapa herum eigentlich schlechte Menschen sind. Und er hat mit Sicherheit niemand, der irgendwie Dharma wirklich lernt. Und so, Sanjay Paltrup sieht das anders. Er hat das verstanden als dass Miki Dorje diese Fehler der Leute nicht korrigiert hat. Er hat sie nicht daran gehindert, sondern tatsächlich hat er, was immer ihre Begehren war, ihnen auch gegeben. Und aus diesem Grund gab es einige, die dann eben sagten, dass um den Karmapa herum lauter nur schlechte Menschen sich gruppieren, weil der Karmapa, also jeder, der ihn zu sehen kam, schlechte, üble Gestalten, üble Leute sind, die nichts mit Dharma in irgendeiner Weise zu tun haben. Also es gab solche, die das in dieser Weise sahen und kritisierten, und Sanjay Paltrup erklärt dazu, sah das nicht als ein Fehler von Fehlverhalten von Miki Dorje. Aber er war gleichzeitig auch jemand, der sehr direkt sich ausdrücken konnte. So, wenn wir darüber sprechen, wie er, Sanjay Paltrup, dies nun sah, diese Situation, und die Tatsache, dass da so viele üble Leute sich um Miki Dorje herum gruppierten, ist nicht der Fehler von Miki Dorje selbst. Ist nicht, dass Miki Dorje ihn den Dharma nicht gelehrt habe oder gezeigt habe. Aber es ist nicht, dass er ihnen nicht gesagt hat, was man tun sollte oder nicht. Oder dass er ihnen diese Köstlichkeit des Geschmacks von Dharma nicht angeboten hätte, den Nektar des Buddha Dharma. Er hat diesen überragenden, großartigen Nektar des Buddha Dharma ihnen dargereicht, aber sie konnten es nicht schmecken. Wir hatten keine Fähigkeit in diesem Leben, diesen köstlichen Nektar des Dharma zu kosten. Sie waren so interessiert an all den Dingen, die in diesem Leben zu erreichen waren. Und dann war es gewissermaßen, waren sie so wie Hunde oder Schweine, die lieber Exkremente und Urin verzehren als göttlichen Nektar. Oder so wie jemand, der in eine Juweleninsel gelangt und dann von dort nur giftiges Wasser mitbringt. Und so weiter. Das ist also. Wenn die Rede ist von solchen, von Schweinen und Hunden, die eigenen Exkremente oder die Exkremente von anderen und Urin aufnehmen, dann ist das vielleicht so eine Geschichte von damals. Heute kann man wirklich teures Essen für Hunde und Schweine kaufen. Aber der Punkt war der, dass sie eben da, wo ihnen Dharma-Nektar angeboten, diesen nicht zu kosten wussten, ihnen nicht schmecken konnten. Miki Dorje hat seinen Schülern so much Dharma angeboten, wie ein Dharma-Nektar,
Und doch waren sie nicht fähig, das zu schmecken. Und obendrein noch haben sie das, was an Sinnesgenüssen dieses Lebens und dieser Welt vorhanden war, was eigentlich wie Gift ist oder wie ein Feuergrube, haben sie diese Sinnesgenüsse des Lebens als den eigentlichen Nektar oder als göttlichen Paläste angesehen. Und so in dem Sinne, was da, es ist nicht so, dass er ihnen nicht angeboten hat, den Rat, was zu tun oder zu lassen wäre. Es ist einfach, dass ihre Erwartungen und das, was sie übten, im Gegensatz zueinander standen. Und so war, da ist der Grund dafür, warum sie es mit solchem Verhalten zu sehen waren. Sie auch in Vergangenheit schlechte Schüler gewesen und großartige Lehrer wie Mikio Dorje in verkehrter Weise gesehen haben, ist dann das Heranreifen davon als dem ursachegemäßen Ergebnis, dass sie in viele Zeiten in niederen Daseinsbereichen, in Höhlenbereichen und dergleichen haben verbringen müssen in solchen Leidensbereichen und dass selbst zu diesem Zeitpunkt sie jetzt und hier immer noch die in gleichsinnigen Folge ihres eigenen früheren Handelns ertragen müssen und sich solche Art hier zeigen. Das war die eine Antwort, die Santipato gibt. Und dann gab es andere Leute, die sagen, okay, wenn das der Fall ist, dann wenn diese Leute hier sich falsch verhalten und nicht tun, was sie eigentlich tun sollten und tun all das, was sie nicht tun sollten, wenn da solche Leute voller Fehler und Missetaten sind, warum war Mikio Dorje alles in der Welt so mitfühlend mit ihnen im Umgang? Wie viel Mitgefühl er auch zeigte und wie viel Fürsorge er walten ließ, haben sie umso mehr Gelegenheiten gesucht, um ihrem schlechten Verhalten zu zeigen. Und mehr Gelegenheiten haben sich dann für sie ergeben. Wenn man in solcher Weise spricht, sagt Santipato, ist das nicht ein Ausdruck von Neid oder Missgunst, der hier sich in unseren Worten ausdrückt? Weil wir selber nicht in der Lage hatten, in Mikio Dorjes Gegenwart zu sein und von den Nutzen seiner Großzügigkeit und sehr vielen materiellen Güter und hier Geschenke zu empfangen. Sind wir nicht hier verzehrt von Neid und Missgunst, wenn wir so sprechen? Von Mikio Dorje selber hingegen war es so, dass er Leuten, Schülern, die besonders am Materiellen, an Dingen und Besitz interessiert waren, eben diese Dinge gab. Und den Leute, die an Status und Ruhm interessiert waren, hat er ihnen dies gegeben. Warum hat er ihnen all das gegeben? Weil sie eben Leute waren, deren Hauptinteresse sich auf ausschließlich Dinge und Erfolge und Gewinn in diesem Leben richteten und eigentlich gar nichts anderes begehrten, nichts anderes im Sinne haben, war das wenigste, was er tun konnte, um eine gute Verbindung mit ihnen herzustellen. Damit sie dann aufgrund dieser Verbindung dann später in Zukunft einmal eine gute Verbindung haben können, die sie zu Freiheit und Erwachen hinführen könnten. Und es war eben ein Mittel, dass er sie auf diese Weise eine Verbindung schaffen konnte, die dann später zu ihrer Freiheit und Erwachen führen könnte. Also kurz gesagt, wenn jetzt selbst in diesem Umstand, wenn er zu dieser Gelegenheit sie nicht hätte in irgendeiner Weise, selbst durch materielle Güter und Geschenke und so weiter, anziehen können, dann hätten sie gar keine Gelegenheit, einen Weg zu begehen zur Freiheit und Erwachen. So, das war das Einzige, was er ihnen in dieser Weise anbieten konnte. Und in anderer Hinsicht, wenn solche Leute sich in der Nähe des Karmapa aufhielten,
und sich daran an dem Besitz und den Geschenken und dem ganzen Materiellen erfreuten, dann, das heißt doch im Grunde genommen, dass sie das Karma dafür hatten. Warum sollte man sie wegschicken und sagen, du sollst hier nicht sein? Weil das war ihr Karma, dass sie dazu fähig waren. Zum Beispiel wie der Buddha selber zu dem König Uttrayana gesprochen hat und ihm es nicht verboten hat, an einen Platz zu gehen, der für sein Leben in Gefahr brachte. Er hat also nicht gesagt, ja, hey, du darfst da nicht hingehen, sondern er hat ihm einfach ihm auf den Weg gegeben und gesagt, großer König, übernimm selbstverantwortlich dein karmisch Tun. Wenn also da Schüler um mich dort herum waren, die all die Gaben und Geschenke aufzehrten und sich mit Ruhm und Ehre schmückten, dann hatten sie schon das Karma, dass sie in solcher Situation waren. Oder um das dann einfach auszudrücken. Ich weiß jetzt nicht, welche Wiedergeburt des Karmapas war. Einer der Karmapas in der Vergangenheit hatte einen Diener. Und dieser Diener er war immer dagegen in der Nähe, wenn also viele Leute kamen, die den Karmapa besuchten und die viele Geschenke darbrachten. Viele Geschenke dort zurückließen. Wenn sie also diese Gaben und Geschenke dort ablieferten, dann war der eine Tag, wo sagte der Diener zu Karmapa, eines Tages, gib mir einfach eines Tages die Geschenke, die du an diesem Tag kriegst. Es kommen so viele Leute. Und wenn du mir einfach mal von einem einzigen Tag die ganzen Geschenke, die du dann kriegst, geben kannst. Der Karmapa sagte, okay, eines Tages will ich das dir geben, was ich bekomme an einem Tag. Das werde ich machen. Und sie haben wahrscheinlich sich entschieden darüber, an welchem Tag das sein sollte, morgen oder übermorgen, wann immer da eine Belehrung zu geben war und so weiter. Und der Tag, an dem er versprochen hat, all die Gaben dem Diener zu geben, war der Diener den ganzen Tag am Warten, wann dann die Leute kämen, die an diesem Tag Geschenke darbringen. Er hat gewartet, von morgen an, die ganze Zeit gewartet, wo bleiben all die Leute? Niemand kam an diesem Tag. Niemand wollte an diesem Tage den Karmapa sehen. Und man sah, sogar als die Sonne gerade am Untergehen war, war da immer noch niemand. Und da kam ein Nomade daher und der hatte ein bisschen Butter dabei. So wie ein Paket mit Butter eingewickelt. So wird in Leder eingewickeltes Klumpen Butter, das hatte er dabei. Aber niemand kam den ganzen Tag und hat nichts anderes als Geschenk dargebracht. Also, außer dass ein paar Kilo Butter überreicht wurden, war da nichts an diesem Tage. Das ist alles, was die beiden an diesem Tage an Geschenken bekamen. Und der Diener hatte diese große Hoffnung, dass all die Leute, die da jeden Tag kommen, viele aus China, aus sonst woher, die kamen und großartige Geschenke abliefern. Aber an diesem Tage kam nur dieser eine mit einem Klumpen Butter. Das ist das Einzige, was er dann erhielt. Der Karmapa sagte, wahrscheinlich hast du nicht in der Vergangenheit genügend Karma dafür, an Gutartigkeit gesammelt, als eben, dass du einen Klumpen Butter dafür bekommst. Da kann ich nichts dran machen. Das Einzige, was ich für dich tun kann. Und so in ähnlicher Weise müssen wir es sehen, wenn man das Karma, die Gutartigkeit angesammelt hat, um in der Gegenwart eines Karmapa zu sein. Und sich all dieser Gaben und Geschenke und des Ruhms und der Ehre um ihn herum zu erfreuen,
dann ist das deshalb, weil sie dieses Karma dafür eben haben. Und Sanjay Baldov sagte also, lasst uns doch mal direkt darüber sprechen. Reden wir mal Klartext. Heutzutage sind die meisten von uns Schülern, haben sie nicht einmal das kleinste bisschen an Interesse also an einem kleinen Teil von Mediadeutsches hervorragenden, reinen Vorzügen und Qualitäten. Der Grund dafür ist, dass wir in erster Linie unser Interesse darauf richten, was unser Herzensbegehren tatsächlich ist, durch Mediadeutsche in dem Ruhm oder Macht oder viele monastische Schüler zu bekommen. Und viele Verfahren durchzuführen, dass wir tun viele Dinge, um Essen als Geschenk zu bekommen, um Dämonen zu bezähmen. Wir geben vor, dass wir gutartig sein und gute Lehrer sein. Und wenn wir Texte studieren, dann ist der einzige Grund, dass wir sie versuchen, dass wir sie nicht eigentlich wirklich erlernen oder verinnerlichen, sondern wir gehen an verschiedene Orte, bitten um Geschenke und verhalten uns in dieser Weise. Das ist das eigentlich, was wir eigentlich begehren und was wir brauchen. Die Freiheit, das Leben von großartigen Lebewesen wie Megidorje was daran an Gutem und Hervorragendem ist, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und viele sind sind der Art, viele seiner Schüler sind so. Was sie wirklich tun sollten, sie sollten sich die Qualitäten, Vorzüge von Megidorje zu eigen machen und sollten sich seiner Freiheit und Leben widmen. Aber das, was sie wirklich begehrten, war einfach, dass sie irgendwelchen Gewinn und Nutzen aus dieser Begegnung herausziehen, dass sie Macht und Einfluss und Ruhm und eine Wichtigkeit in dieser Welt erlangen können, da Geld und dafür und Geschenke. Das Einzige, worauf sich ihr Begehren richtete. Was nun eigentlich, wenn man jemand wie Megidorje zu treffen in der Lage wäre, dann sollte man, wenn es in der Nähe eines so großartigen Wesens ihn auf dreifache Weise erfreuen. Und das heißt, auf dreifache Weise sich zu üben wissen. So wie man in die Nähe eines wunscherfüllenden Juwels geht. Und dann ist das, was sie, dann wollen sie, so ist das eigentlich diese Gelegenheit. Und dann sind diese Leute aber um ihn herum, dass sie das nicht wahrnehmen und nicht tun, sondern nicht nur, dass sie es nicht tun, sondern sie richten sich nur in ihrem Interesse auf Dinge, in diesem ein Wohlstand und gutes Leben zu erlangen. Eigentlich sind sie doch völlig verkehrt und gepolt. Und wer würde größeres Mitgefühl verdienen als genau diese, die diese Gelegenheit verstreichen? Sie sehen noch nicht mal, wenn man von deren Seite aus sehen Sie das noch nicht einmal als ihren Fehler, sondern sie behaupten stattdessen und glauben daran, dass sie sagen, ich bin wirklich gelehrt, ich bin sehr gut, ich bin heilig, ich bin einer der größten Übenden und ich habe. Und wenn es um die Geschenke und Gaben geht, ich habe so viel gegeben in diesem Leben und so weiter. Ich habe so viel Hingabe und Vertrauen angeboten. Das ist doch. Keiner von denen würde sagen, dass sie nicht voller Hingabe oder voller Vertrauen seien.
Sie würden eher noch darlegen, warum sie besser seien, dass sie großartiger seien in ihrer Art und Weise, Vertrauen und Hingabe auszudrücken, sind also voller Stolz und Voreingenommenheit gewissermaßen. Das ist eine Überheblichkeit darin. Und deshalb macht sie denken, solche Überheblichkeit macht sie denken, es ist nur angemessen, dass ich, wenn ich schon so großartig bin, dass ich in der Gegenwart eines solchen Wesens, eines großartigen Wesens hier, mich all der Gaben erfreue, die da dir geschenkt worden sind. Ich habe das Recht dazu, all die Geschenke der Sponsoren und Gönner hier auch zu benutzen. Und so täuschen sie sich selbst und weil sie so voller Unverstand und Fehlwahrnehmung sind. Gibt es eigentlich nichts, was man für sie tun kann, wie man ihnen helfen kann, weil sie sich selber so täuschen. Und sie haben keinerlei Ansinnen, ihre eigenen Fehler zu sehen und beschuldigen nur andere. Und wenn sie solcherart sich verhalten, so gestört ihre Wahrnehmung ist, dann kann man nicht wirklich viel für sie tun. Und wenn ihr Karma für diese Situation aufgebraucht ist, dann werden sie einfach weitermachen in dieser Weise, wie sie es sich angewöhnt haben. Okay, wenn das so ist, ist das eigentlich jenseits unserer Vorstellung und unseres Begreifens. Wie die Art und Weise, wie Karma, wie also Handlung Folge bringt. Unter den Schülern von Mingyur Dorje, durch das Ausmaß der verschiedenen Arten von Handlungswirkung, die in ihnen sich zeigte, ist es wichtig zu wissen, wenn man denkt, jeder, der Mingyur Dorje zu sehen kommt und Mingyur Dorje sich ihnen zuwendet und man dann sieht, Mingyur Dorje hat sich nicht um sie gekümmert, dann sind Leute, die solches sagen, dann haben vielleicht diese Leute, die das sagen, vielleicht selber die Hoffnung, dass sie von Mingyur Dorje etwas an Dharma bekämen oder irgendetwas von ihm bekommen und am letzten Endlich sind ihre Erwartungen nicht erfüllt worden und sie haben nicht so viel an Gaben und Geschenken in der Gegenwart von Mingyur Dorje erhalten, wie sie sich erträumt hatten oder nicht so viel Ehre oder so erwiesen bekommen. Das ist möglich. Aber die Frage, die dahinter steht, ob Mingyur Dorje sich mit Fürsorge ihrer angenommen hat oder nicht, ob er ihnen tatsächlich Dharma Gelegenheit gegeben hat oder nicht, diese Frage zu entscheiden, bräuchte lange Zeit, um die Unterschiede zu erwägen. Ob solche Leute vielleicht einfach nur von Neid erfüllt waren oder ob sie tatsächlich die Natur von Dharma in dieser Welt begreifen konnten. Und es ist schwer zu sagen, wir wissen nicht genau, wer in seiner Gegenwart jemand ist, für den er in Fürsorge sich angenommen hat, auch im Sinne von Dharma oder nicht. Das ist schwer zu entscheiden. Das ist eigentlich für uns nicht wirklich zu durchdringen. Aber wie ich es bereits früher gesagt habe, in Worten von Mingyur Dorje, war Mingyur Dorje jemand, der gegenüber seinem Lehrer, dem Santineba Mahasiddha, hatte also so viel an Wertschätzung, an Herzenshingabe und hat sich das Leben lang in dieser Weise geübt, dass er bloß, wenn er ihn sah oder wenn er von ihm gehört hat und auch darüber hinaus viele reine Visionen von ihm zu empfangen pflegte, dann sagte, dass wenn jetzt viele Schüler mir gegenüber eine reine Sicht pflegen, dann ist das nichts anderes als die Folge davon, dass
ich selber eine solche reine Herzenssicht und Wertschätzung meinem eigenen Lehrer gegenüber aufzubringen in der Lage war. Und aufgrund dessen begegnen mir jetzt andere, auch die auf mich bezogen eine Reisesicht haben. Nicht, weil ich so großartig wäre und so viele Qualitäten tatsächlich meinen eigenen nennen könnte, aber es war bloß durch das Vorbild, dass ich meinen eigenen Lehrer so verehrte, dann haben sie auch selber zu mir eine gute, reine Sicht entwickelt. Das ist der einzige Grund dafür. So hat er es ausgedrückt. Und wenn ich selber nicht so eine große Herzenswertschätzung meinen eigenen Lehrer gehabt habe, dann haben auch viele mir gegenüber eine solche Sicht gehabt. Und tatsächlich waren viele seiner Schüler voller solcher Reinsicht und sie haben viele Visionen gehabt. Es ist nicht die Zeit, darüber jetzt im Einzelnen zu sprechen hier, aber in allen Einzelheiten. Einige haben ihn als Shakyamuni Buddha gesehen, einige haben ihn als Amikidoti, als Amitabha gesehen, wieder andere Schüler haben ihn als Maitreya, als Manjushri, als Avalokiteshvara, als Chakrasamvara, als Hevajra, Gohesamaja, Vajrasattva, Yogini, Saraswati, Hayagriva und Mahakali und so weiter, als viele von den friedfertigen und den heftigen Gottheiten gesehen. Viele haben ihn auch in ähnlicher Weise als in der Gestalt von Düsum Khenpa, dem ersten Karmapa, gesehen, oder als Karmapakshi, als einen der früheren Karmapas. Oder einige hatten Visionen von Michi Dorje als Saraha, als Virupa, als Tilupa, Narupa und so weiter, als einer von den Mahasiddhas. Viele hatten auch solche reinen Visionen von Michi Dorje. Einige sahen ihn, wenn sie Michi Dorje sahen die ganze Gegend, den ganzen Raum um ihn erfüllt, wie ein Mandala, erfüllt von Gottheiten. Und in der Mitte von allen Michi Dorje, in der Mitte Michi Dorje, einige sahen in dieser Weise. Oder einige sahen, die ganze Raum erfüllt war von Michi Dorje selbst, in verschiedenen, vielen Gestalten von Michi Dorje, die alle die schwarze Krone trugen, als ob der gesamte Raum komplett dicht mit Michi Dorje Gestalten angefüllt war. Einige hatten solche Visionen. Einige sahen ihn, als dass er inmitten ungezählter, meeresgleich vieler reinen Bereiche und dass in dem Zeitpunkt eines Augenzwinkerns, eines Lidschlags er in der Lage war, zwischen den verschiedenen Bereichen zu wechseln, nach Tushita zu gehen und den Göttern dort sie mit Dharma zu beschenken, dass sahen ihn im Raume schweben, inzwischen in goldenem Glanz und mit Seidentüchern, Seidenbannern. Viele Visionen hatten die Schüler. Und nicht nur eine oder wenige, sondern viele der Schüler hatten gemeinsam eine solche Vision. Sahen ihn in der Mitte eines großen Lichterglanzes, eines Bündels von Licht, oder sahen seine Haare als tiefblau-schwarz oder rotes Licht ausstrahlen, ein rotes Licht zwischen seinen Augen und zwischen seinen Augenbrauen heraustreten. Ausdruck großer Freude. Und viele hatten solche Visionen dieser Art. Kurz gesagt, um das alles auf einen Punkt zu bringen, was Sangye Paltrop hier dazu bemerkt, viele hatten solche reinen Visionen und einige sagten, okay, wenn sie davon hörten, von diesen Visionen, sagt sie eben, und da waren einige voller Vertrauen und sagten, das ist wahrlich so. Einige hatten den Zweifel daran und dachten, naja, ob das wahr oder nicht ist. Aber selbst wenn es wahr wäre, ist die Frage, ob das dann jeweils zu einem Weg des Erwachens geworden ist und so weiter. Das ist aber alles jenseits unseres
Verstehen, Möglichkeit. Der Punkt ist hier, sagt er, dass nichts, was wir wirklich anderes tun können, als unsererseits uns in den tiefen Vertrauen und der Wertschätzung hinzugeben, dass jeder und jede, die eine Verbindung zu einem Buddha oder einem Bodhisattva knüpft, niemals in ein sinnloses Verbindung, ein sinnloses Karma oder Handlung wird, sondern und wie ich bereits gesagt habe, einige hatten eben eine große Guttat, die gern gesammelt hatten dafür. Und einige waren voller Fehler. Und es ist möglich, dass es tatsächlich Fehler waren oder nicht. In jedem Fall aber waren unter Mitgliedern des Schülern viele solche Schüler, die voller reiner Vision waren. Okay, jetzt machen wir 20 Minuten Pause. Vielen Dank. 大叔，他下面呀， Okay, jetzt im Folgenden. 顾着，我顾旁旁嘛是啊，他第一个我这 Ist zu sprechen über die Statue von Sanjin Nyempa, die sogenannte Silberhimmelsstatue. Das hat also alles zu tun mit dem, was durch Herzenshingabe hier zu sehen ist. Es gibt zwei Statuen oder zwei Bilder von dieser Silberhimmelsstatue. Bei der einen heißt es ist ganz klar, dass sie tatsächlich aus Silber gefasst ist. Das heißt, dass sie zu Zeiten von Miki Dorje oder Kamaba Wangchu Dorje eine ist in Roben gekleidet und die andere Statue ist eben direkt aus Silber. Wenn man auf die Silberstatue schaut, dann sieht man, dass sie das Silber direkt liegt. Während dieser Zeit, also von Miki Dorje oder auch von Wangchu Dorje, gab es großartige Silberschmiede, die solche Statuen hervorragend verfertigen konnten. Und viele dieser Statuen, die sie verfertigten, waren, so glaube ich, aus Silber verfertigt. Das ist etwas, worüber man später sprechen könnte. In jedem Fall aber ist diese Silberhimmelsstatue ist die hauptverehrte Statue im Zopo-Kloster, nämlich ein Abbild von Sanjin Nyempa. Während sie diese Statue verfertigten und aufstellten, die Art und Weise, wie sie ursprünglich planten, diese Statue zu errichten und wie sie und dann während der eigentlichen Weihung dieser Statue gab es viele, viele besondere, wundersame Erscheinungen. Die sind sehr klar beschrieben in einem Text Miki Dorjes in seinen gesammelten Werken. Und der Text ist hier. Das sind die versiegelten, verborgenen, die wundersamen Erscheinungen, die des Zusammenhang mit der Statue des Gebieters Sanjin Nyempa, der Weihung der Statue. Eigentlich, also die Art und Weise, wie sie verfertigt wurde und schon während sie durchgeführt und während dann aufgestellt wurde, war der ganze Prozess mit vielerlei wundersamen Erscheinungen verbunden. Auch die Verfertigung der Statue ist in dem
sogenannten Fest der Gelehrten in diesem Text beschrieben. Aber der Hauptteil ist in diesem sogenannten verborgenen Freiheitsgeschichte des Guru enthalten in diesem Text. Ich lese diesen Text einfach jetzt mal hier auf Tibetisch. 라마 신비 시에는 되게 고유구소 렌셀레르 런종을 쓰게 하면 이거지 딜라 라도 내가 차와니 탐지민도 깬델로마라 반델라면 옹구를 왕쇼 리코르디 닝구를 베디네서 데스 준주이 템버 셰기 셰 다게 뽑아게는 주로 슉 다 드레송도 와 So ist es gesagt. Und das ist der eigentliche Text, aber die Bedeutung davon, um sie kurz zusammenzufassen hier, heißt darin, es heißt in dem Vogeljahr, im Jahr des Vogels ist die Rede davon, am 8. Monat des Vogeljahres. Es ist wahrscheinlich 1537, das Feuervogeljahr, das war das Jahr, in dem Mikhail Dorje 31 Jahre alt wurde. Und 18 Jahre nach dem Fortgehen von Sanjinimpa, dem Parinirvana von Sanjinimpa, also am Vollmondtag des 8. Monats dieses Feuervogeljahres, hatte Mikhail Dorje einen Traum. Eine junge Frau in roten Seidenkleidern und einer Blumengirlande um den Hals herum, eine Flöte spielend zu ihm herankam und sagte, geh nach Nepal, dort wird es eine Weisheits-Drakini geben, die Blätter trägt und sich deiner annimmt. Das war der Traum, der ihm widerfuhr. Und sobald er diesen Traum vernahm und aufwachte, ihn klar erinnert, den Ton des Flötenspiels in seinen Erinnerungen weiter diese Flötenspiel hörte. Und denken wir daran, dass Mikhail Dorje hat diese tiefe Wertschätzung, Herzenswertschätzung gegenüber Sanjinimpa Rinpoche. Und sofort dachte er an Sanjinimpa und er hat sofort begonnen, nach diesem Traum Guru-Yoga zu üben und hatte darin eine Vision. Und während dieser Vision hat er eine Vision von Sanjinimpa direkt, als ob er ihm begegnete in Person, der zu ihm kam und zu ihm sprach, verfertige eine Statue mit meiner Gestalt aus kostbarem Metall. Und wenn du es weinst wirst, und dann gebe deinen Schülern, die einen Herzensbund zu dir haben, den Abhisheka des Guru-Yoga. Und wenn sie vom Herzen her ihre Bitte formulieren, dann werde ich kommen und Wundererscheinungen vollbringen. Und so wie dort solcher Art angewiesen, hat er also diese Statue verfertigen lassen aus einem kostbaren Metall, nämlich Silber. Das war der Grund dafür, überhaupt eine solche Statue zu verfertigen. Und Phavo Tsuklak beschreibt in seinem sogenannten Fest der Gelehrten Text darin, dass auch im Allgemeinen die Statue von Sanjinimpa war aus Silber gemacht und ungefähr eine Elle hoch, von außerordentlich feiner Art verfertigt. Schon im Moment, als er aus dem Guss herauskam, sah sie aus, als sei sie bereit poliert. Und so beschreibt er diese Statue, Phavo Tsuklak war. Und die Person, die diese Augen zu malen hatte, dass es keine einfache Aufgabe ist überhaupt. Weil es so eine wundersame Statue war, ging es also darum, dann haben sie
eine wunderbare, hervorragende Statue. Dabei haben sie diese erhöht, haben sie so einen Thron darum gebaut, einen Thron mit einem Hintergrund, der voller Juwelen war. Und wurde darauf gesetzt, die Statue, auf diesen Thron. Und Megiddo sah in seiner eigenen reinen Wahrnehmung, sah er Santi Nyemba diese Statue verfertigen und er hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich werde jetzt Guru-Yoga üben und während ich diesen er hat gesagt, wenn wir Guru-Yoga treiben, dann wird er kommen und diese Statue weihen. Und sie haben also dann an einem besonderen Tag, weisungsvollen Tag, dann diesen Guru-Yoga durchgeführt und haben nicht einfach irgendwelche Leute dazu eingeladen, sondern und das waren ganz besondere Leute herum, so berichtet Pao Tsukla Trengwa, also die Pao Tsukla dann gesagt hat, da waren Dutzende von Bodhisattvas darunter, die nicht mehr auf dem Wege zurückfallen, wie der Bhikshu Kunga sagt, Jung und Jambu Gelong und so weiter. Und so haben sie angefangen darin, diesen Guru-Yoga durchzuführen, eine Woche lang sich diesem Guru-Yoga gewidmet, um die Statue weihen zu können. Und jeden Tag haben sie wahrscheinlich 4 Sitzungen durchgeführt. Und der Abendsitzung kam Megiddo selber dazu und so verbrachten sie diese 7 Tage. In jedem Fall aber in dieser Hinwendung auf den Guru, nach diesen 7 Tagen hatte Megiddo die reine Wahrnehmung durch dieses Üben. Wir hatten viele reine Wahrnehmungen, wo ich kann nicht sagen, wer hat welche gehabt hat und an welchem Tage und so weiter. Jedenfalls hatte Megiddo die Sicht, als ob dass er zu einem reinen Bereich, der sogenannte reine Essenzen, Nyingpo-Dakwa, dorthin versetzt war und dort Santi Nyemba als sah, wie er Buddha-Erwachen erlangt, als Tathagata mit dem Namen Brahmadvaja dort ungezählten Billiarden von Bodhisattvas dort den Dharma lehrte. Und in seiner reinen Sicht sah er auch, dass in der Gegenwart von Santi Nyemba in all diesen Billiarden oder Trilliarden von Bodhisattvas dann der ganze Raum herum erfüllt war mit Gestalten von Santi Nyemba in ungezählten Maße, so viel wie Atome in den gesamten Reihenbereichen sind und dass sie sich in Gaben und Geschenken und Preisungen widmeten und so weiter. In allem hat er eine tiefen Herzenshingabe in dieser Zeit. Alle Leute waren erfüllt von dieser tiefen Herzenshingabe und er sah ihn in der Gestalt von Heruka, Abhisheka gewährend und so weiter. Und viele der Schüler hatten ungezählte Visionen, reine Wahrnehmung. Und selbst Pao Tsukla Trengwa hat alle diese aufgelistet an jedem Tage, welche reinen Visionen sie empfingen, wer an welchem Tage welche Vision hatte und so weiter. Und Megiddo als Karma war anders als andere, hatte eine andere Art von reiner Wahrnehmung. Er hatte ganz besonderes Erleben dabei, besonders in Verbindung mit den sogenannten 6 Dharmas und er hat die anwesenden Schülern, da waren zwei Gruppen, die Yangri und Sungri, da waren viele, die dort waren. Er hat nicht diese eine Vision nicht diesen Guru-Yoga nicht allen gleichermaßen zur gleichen Zeit gelebt, sondern er hat sie in Gruppen unterteilt und jeweils in Dreiergruppen
jeweils Dreiergruppen hat unterschiedliche Anweisungen und Vorstellungen zu geben. Und Pabo Zülotengpa war während dieser Zeit der Lehrassistent. Und dann mussten alle diese Schüler später das nach Üben auch wiederholen, mussten persönlich kommen und sie die Anweisungen klar nochmal wiederholen. Und Pabo Zülotengpa war anwesend, wo sie dann solche geprüft wurden. Und er hat alle diese Instruktionen niedergeschrieben und aufgelistet. Er hat sie direkt mit Dorje gezeigt. Auch die ganzen Berichte der Visionen, die die Schüler zu jener Zeit hatten, hat er aufgeschrieben und dann zusammengestellt und mit Dorje zu sehen gegeben. All diese Instruktionen der Übung, die Visionen, wenn diese jetzt allgemein veröffentlicht und für alle zu sehen gewesen wären, dann hätten viele Leute gedacht, das soll ja wohl ein Witz sein. Und es gibt ja noch wieder mehr Leute, die da jetzt da rumlaufen und irgendwelche Dinge behaupten. Und was ja alles, wie sie sich vergleichbar machen, den früheren Lehrmeistern und so weiter. Und das wäre also auch, außerdem hätte sich der Fehler schuldig gemacht, dass sie eigentlich ungeeigneten anderen Leuten Dinge zugänglich machen, die für sie nicht passend sind und so weiter. Und so haben sie also diese Dinge nicht veröffentlicht. Und auch die Schüler, die anwesend waren, waren alles große Yogis, die ihre eigenen persönlichen Erfahrungen jeweils für sich behielten, die niemals ihre großartigen Fähigkeiten zur Schau trugen. Und Dorje selber war auch dieser Art, der alles dafür tat, um seine großartigen Qualitäten nicht nach außen zur Schau zu tragen. Und sie dachten, wenn Pabo Zülotengpa alle diese Erfahrungen nun niedergeschrieben hat und hier aufgeschrieben sind und all diese wundersamen Erscheinungen zu jener Zeit, wenn dies jemand anderen zu Gehör oder Gesicht kommen würde, dann würde das Übungserfahren von Dorje und von all seinen Schülern in Gefahr bringen. Und so haben sie diese ganzen aufgeschriebenen Zettel zusammengerollt und in die Füllung der Statue hineingetan. Als sie auf sie schauten, aber alle die Dinge, die sie darin sahen, waren erstaunlich, höchst erstaunlich, waren die allererstaunlichsten, wundersamen Erfahrungen, die alle miteinander geteilt haben. Wenn andere Leute, deswegen heißt es in der verborgenen Freiheitsgeschichte, dass während dieser Weihung der Statue und all die Schüler, die dort anwesend waren, von Dorje viele Visionen hatten von Dorje als Dösum Khyentse, als Karma Pakshi, als Pamo Trungpa, Kyopa Trikten Gungpa und anderen Kagyu Gurus, Bhagavan Buddha oder Bhagavan Buddha selbst, Heruka, Vater, Mutter, Mahagala, Magali und so weiter. Einen Augenblick bitte. Okay, also sie hatten also alle diese Dorje und die Schüler hatten alle diese verschiedenen wunderbaren Visionen. Und in der verborgenen Lebensgeschichte ist die Rede davon, wie diese Statue, was geschah während der Weihung und der Statue und wie alle Anwesenden die Vision hatten von Dösum Khyentse, von Karma Pakshi, Pamo Trungpa, Kyopa Trikten Gungpa und verschiedenen Kagyu-Gurus, Bhagavan Buddha, Heruka, Vater, Mutter, Mahagala, Malikali und auch von dem Gebieter Sanjin Yempa da selbst. Und all diese wurden ganz deutlich aufgeschrieben. Und ich denke deshalb, weil all diese Visionen damals aufgeschrieben wurden, dass einige dieser Visionen gewissermaßen Teil der Vorstellungen geworden sind, die von dem Guru-Yoga in 4 Zeiten dann eingeflossen sind, dass einige dieser Vorstellungen, die darin genannt sind,
eben aus dieser Gelegenheit entstammen, wo alle solche Visionen erfahren wurden. Auch die alten Mönche in Tsopo wussten zu sagen, dass zu Zeitpunkt dieser Silberhimmelsstatue während der Weihung Sanjin Yemba das selbst anwesend war und im Raum schwebend für 7 Tage anwesend war. Das heißt, so haben sie gesagt. So ist es ein Bericht, aber andererseits ist es völlig klar aus all den verschiedenen Texten, dass zum Zeitpunkt des Weihens der Statue, das 18 Jahre nach dem Fortgehen von Sanjin Yemba geschah. Er war also definitiv nicht körperlich anwesend während dieser Einweihung der Statue. Noch habe ich in irgendeiner Weise in alten Texten darüber etwas gefunden, dass die Statue in 7 Tage im Raume geschwebt habe und so weiter. Jedenfalls haben Schüler und Megiddo selber viele Erfahrungen, Visionen während dieser Zeit erlebt und die aufgeschrieben sind, wie es, worauf der Hinweis auch enthalten ist in dieser verborgenen Lebensgeschichte, versiegelten verborgene Lebensgeschichte. Und es wurde jedenfalls diese Statue einer der 4 hauptheiligen Gegenstände in der großen Zeltlager. Und der Grund, warum es darin eingeschlossen wird, war wahrscheinlich eben der Umstand dieser besonderen Weihe. Eine dieser 4 Gegenstände war diese Silberhimmelsstatue, diese wurde in der Vergangenheit, bei einer Gelegenheit, wo es darum ging, anderen, das heißt, wenn irgendjemand diese lebend oder gestorben in die Gegenwart dieser Statue gebracht wurde, dass unter dem Anblick dieser Statue sie dann nicht mehr in niederen Lebensbereiche hätten gehen müssen. Und zum Zeitpunkt bis hin zu 1959 war diese Statue in dem sogenannten Dharmadhatu-Palast in der Residenz von Tsopo dorthin in einem besonderen Raume verborgen. Sie war wenn man die Tür öffnete, dann sozusagen trat man in einen Tempel ein und dann dahinter war sie darin verborgen in einer silbernen Truhe. Und es war zu dem Zeitpunkt üblich in der Tradition von Tsopo, dass sie zwar dort verschlossen aufbewahrt wurde, aber es gab besondere Tage, an denen sie anderen zu Gesicht gebracht wurde, dort, wo Leute, ein Sponsor oder jemand eine Zeremonie erbittet und befördert. Und wo dann die Statue herausgebracht wurde, wo der Vorsänger, der Umse, dort dies auf seinem Rücken auf einem Seidenkissen zu tragen hatte, und die Statue wurde in dieser Truhe herausgebracht, und dann gab es einen Kammerdiener und es gab also 2. Und der Kammerdiener, derjenige, da war jemand, der diese zu tragen hatte, auf dem Rücken, diese Statue, und sie wurde dann zu einem Ort getragen, wo jemand, ein Sponsor, so eine Zeremonie erbeten hat. Sie haben dann dort die Kuru-Yoga in 4 Zeiten geübt, und was immer die Bitten des Sponsors waren dort, wurden dann wurden diese Gebete und so weiter gesprochen, diese Zeremonie, wie immer sie gewünscht war, und sie wurde dann jeweils am Abend zurückgebracht. Es war nicht erlaubt, dass sie länger als 1 Tageszeit außerhalb des Klosters verbringen sollte. Und in gleicher Weise gab es dort einen Leichnag in der Nähe von Tsopo, und wenn da Leute eine Leiche dorthin gebracht und deponiert hatten auf dem gleichen Acker, und dann konnten solche Mönche, die eine 3-Jahres-Klausur hinter sich hatten, dort sich hinbegeben und auch die Statue mit ihnen bringen, um dort den Kuru-Yoga in 4 Sitzungen abzuhalten und sie wieder zurückzubringen in eben dieses Kloster, in ihren spezifischen eigenen Aufenthaltsort oder Tempel.
So war das also vor 1959 ein besonders wertvolles, eine Reliquie des Klosters, um zu sagen, die eben die Hauptreliquie, die von Tsopo war eben diese Statue und die wurde nicht zerstört in der Kulturrevolution. Es gab jemand, der sich darum kümmern musste, damals zu jener Zeit. Und er war jemand, der wahrscheinlich ein Kampa, wahrscheinlich aus der Gegend von Gapa, der in jungen Jahren nach Tsopo kam und war gewissermaßen der Gehilfe des Tempelwarts von dieser Statue. Und während der Kulturrevolution war er tatsächlich in der Lage, heimlich diese Statue herauszuschmuggeln und zu verstecken. Er hat viele solche wichtigen heiligen Objekte versteckt zu jener Zeit. Und während der 80er Jahre, da wurde die politische Situation wieder etwas entspannt, hat er diese Reliquien, diese heiligen Objekte wieder, die er versteckt hatte, während all dieser Zeit wieder zurückgebracht und Trupendetjen, dem früheren Trupendetjen dort übergeben, der darüber höchst erfreut war und deshalb mit dieser Person, die einen Churen-Status verlieh, so wie gewissermaßen so wie ein Verwalter des gesamten Klosters. Er wurde deshalb auch Churen Lodre genannt. Während ich dort in dem Kloster mich aufhielt, hatte ich viele Male Gelegenheit, ihn zu treffen. Er hat viele Geschichten mir erzählt über die alten Zeiten und über wie er diese Reliquien während der Kulturrevolution verstecken konnte. Und ich erinnere mich, dass ich großen Gefallen daran hatte, seinen Geschichten zuzuhören. Es waren viele Leute in dem Kloster andererseits, die Churen Lodre nicht besonders mochten. Ich weiß nicht, wieso oder so, aber ich denke, obwohl er sicher nicht viel ansonsten an Qualitäten anzubieten hatte und nicht über dies oder jenes Bescheid wusste, aber er hatte ein tiefes Herzensvertrauen an Samaya und dass er zu den Lehrern und dem Guru, das war eine unglaublich schwierige Zeit damals während der Kulturrevolution. Er hat gewissermaßen sein Leben riskiert, um diese Statuen alle zu verbergen. Wenn das herausgefunden wäre, wäre er in großer Lebensgefahr geschwebt. Wenn es also in solchen gefährlichen Zeiten war, hatte er das unbedingte Gefühl, genau dies tun zu müssen. Das zeigt eigentlich, dass er eine ganz besondere Person ist, die tatsächlich einen richtigen Mut aufweist. Obwohl andere Leute denken vielleicht, der Mann ist verrückt, aber und viele sind mehr glauben, haben sich denen angeschlossen, die den Kloster zerstört hat. Und um dann noch sich im Wettbewerb zu bitteln, wer kann das Kloster am schnellsten zerstören? Solche Leute hat es damals gegeben in diesen Zeiten. Soweit also zu den Ausführungen zu dieser Silberhimmelsstatue. Wenn also in der Zukunft irgendjemand von uns die Gelegenheit hätte, nach Tsopo-Kloster zu gehen, dann ist es in diesem Schrein, in der Haupttempelhalle. Ich weiß nicht genau, wo es jetzt jetzt heutzutage ist, aber man muss danach fragen. Ich weiß, wo es damals war, aber man muss den Tempelmeister dort fragen und darum bitten, darum bitten, dass man den Segen dieser Statue empfangen darf. Und man muss dann sich auf den Kopf setzen lassen. Man muss natürlich darüber wissen, man muss also speziell danach fragen, sonst wird es nicht passieren. Wenn man nur den Tempel einfach umrundet und so weiter. Man muss wissen, wer sich darum kümmert und darum bitten können. Ansonsten muss man einfach diesen Tempel umrunden und verehren. Okay, darüber wollte ich sprechen. Und der Grund, warum ich darüber sprechen wollte, weil während der Weihung dieser Statue von Sanjin Nyempa Rinpoche die sich eben den Anweisungen gemäß der Übungen des Guru-Yoga widmeten während dieser Weihung. Das waren genau die Unterweisungen, die Worte von Sanjin Nyempa Rinpoche in dieser Vision, dass er sagte, dass ja während der Hinwendung auf den Guru ist diese Weihung durchzuführen. Und deswegen
wenn man denkt, was für eine Form von Guru-Yoga, dann ist unter allen Arten von Guru-Yoga ist die wichtigste, hervorragendste, die sogenannte das Guru-Yoga in 4 Zeiten. Und um da jetzt darüber zu sprechen, also ich habe da nicht zu allzu viel dazu zu sagen. Wir sind ja jetzt nicht mit dem Thema befasst, über den Guru-Yoga in 4 Sitzungen zu sprechen, aber ich möchte wenigstens eine kurze Einführung da rein geben und die Verbindung dazu herstellen. Und der Grund, warum es Guru-Yoga in 4 Zeiten genannt wird, bezieht sich auf die Zeit von Shang-Tsalpa. Das ist also die ältere und die neuere Überlieferungstradition betrachtet, dann gibt es interessante verschiedene Begrifflichkeiten. Wir können da die 4 früheren und die 8 späteren Überlieferungen sprechen. Unter den älteren ist eine, das ist Shang-Tsalpa, ist die Shang oder Shang-Lutagpa, unter den älteren Überlieferungstraditionen. Und es gibt einen Text, der von ihm überliefert ist, heißt, das ist Guru-Yoga in 4 Zeiten. Der Grund, warum wir also 4 Zeiten sprechen, ist also hier, man nimmt den Tag und teilt ihn in 4 Sitzungen, 2 am Vormittag und 2 am Abend. Man hat also eine Frühmorgens- und eine Frühabendssitzung. Und die 2 dazwischen, das sind also die 4 Zeiten einer Übung durchzuführen, sich der Übung zu widmen. Und weil es ein Guru-Yoga ist, der in allen 4 solchen Zeiten, Übungszeiten durchzuführen ist oder durchgeführt wird, heißt es Guru-Yoga in 4 Zeiten. Der Ursprung dieses Guru-Yoga geht auf einen, so beschreibt es der Text von Kamachakme, der die Visualisation dieses Guru-Yoga beschreibt. Da drin heißt es, Michio Doji ist gelehrt als jemand, der Bhabalogitisch war. In Essenz ist im Kern ist er die 8 Formen des Guru identisch mit den 8 Formen von Shang und den 8 Arten von Guru Rinpoche. Den 8 Arten von Guru Rinpoche, von 8 Arten von Shang und die 8 Arten von Karmapa. Und deswegen ist es dieser Michio Doji, diese 4 Sitzungen. Was das darin heißt, also da gibt es diese 8 Formen von Karmapas, von Shang und von Guru Rinpoche. Und es ist ein Text, der von Michio Doji, aus den zusammelten Werken von Lama Xiang, hat er einige Teile daraus und hat diesen Text genommen von Lama Xiang, eines in seinen versiegelten Lehren, und hat da einige Worte hinzugesetzt. So hat es Kamachakme beschrieben. Er sagt, dass dies so gewesen sei, dass er diesen Text eben ergänzt hat von Lama Xiang. Und ich denke, dass die Art und Weise, wie Kamachakme es beschreibt, wohl so ist, wie es sich zugetragen hat. Wir reden jetzt nicht in Begriffen wissenschaftlicher Untersuchung, aber ob diese Beschreibung passend ist. Und der Grund ist der, dass in den gesammelten Werken von Michio Doji ist da ein Text drin, der heißt einige Arten von Flehen an den Guru. Und darin ist eine Passage darin enthalten, die ja mit dem heutigen Guru-Yoga enthalten ist, wo es heißt, Namo Guru auf des Scheitels Krone Weisheitsstakini, bis hin zu dem Satz, jetzt ist die Zeit gekommen für ein Flehen bitten. Und die sind genau wörtlich übernommen aus diesem Text von Michio Doji. Und es sind ganz klar, dass einige Worte die Worte von Shang sind, weil er da Notizen darüber verfasst hat und hat gesagt, diese kommen aus dem Text von Shang. Darüber hat er Notizen verfertigt. So ist dieser Text, und dieser Text von des Guru-Yoga ist praktisch die Grundlage dafür geworden, für den Guru-Yoga in 4 Sitzungen. Und so hat Michio Doji und viele seiner anderen Schüler, die selber große Siddhas waren, da noch ergänzt dazu, sodass wir zu dem Guru-Yoga in 4 Zeiten angelangt sind, diesem Text, den wir heutzutage benutzen.
Und es ist alles verbunden zu diesen Belehrungen in den versiegelten Werken des Lama Chang, den ich bereits vorher erwähnt habe. Und was ist das? Es gibt ungefähr sechs oder sieben Bände dieser gesammelten Werke und einer darin ist darunter, der 98 sogenannte versiegelte Texte enthält. Das sind dieser Band wird benannt eben als die versiegelten Unterweisungen des Lama Chang. Und auch in den gesammelten Werken von Meiji Dode findet sich jemand, der heißt ein Text, das sind die wundersamen, gesegneten Worte des Lama Chang, dem Schützer der Lebewesen, gesprochen zu Santi Nimba in einem Traum. Das ist 28 Seiten lang und das hat so 48 Seiten. Wir meinen also nicht nur die eine Seite, sondern wenn wir von Blättern sprechen, 48 Blätter, also Vor- und Rückseite in den tibetischen Texten. Also dieser besondere Text ist also 48 solche Blätter lang. Und was sagt er darin? Dass dies in dem Drachenjahr gewesen sein soll, zum 28. Lebensjahr von Santi Nimba. An dem 7. Tag des 8. Monats des Drachenjahres heißt es, darin hat Santi Nimba einen lebendigen, klaren Traum, in dem er Lama Chang und Düsung Khyentse beide zusammen sah. Und er hat viele Guru-Yogas zu jener Zeit verfasst. Und das sind wahrscheinlich 3 Hauptpunkte darin enthalten. Das erste, dass es ein außerordentliches Yoga war, das mit der Weisheit des Tumma verbunden ist. Und dann ist weit verbunden mit dem Yoga der lichten Deutlichkeit. Und der dritte Yoga des Mahamudra und Tummo-Hitze verbunden sind mit Mahamudra. Und das heißt, dass eben Santi Nimba darüber mündlich berichtet und Meiji Dorje eben dies so aufzuschreiben wusste. Einige davon sind also enthalten in dieser Vision von Chang und einige in diesem Text. Wie auch immer. In dem sogenannten Fest der Gelehrten heißt es, diesem Text, das ist eine andere Passage, worin es heißt, das Besondere sind die 8 Formen von Guru Rinpoche und die 8 Formen von Chang und die 8 Inkarnationen des Karmapas ununterscheidbar und gab in dieser Form diese versiegelte Art von Übung. Und Meiji Dorje da selbst, das klingt so, als ob Meiji Dorje selber eine versiegelte Form von Guru Yoga geschrieben habe, aber wenn man auf den Katalog seiner gesammelten Werke schaut, die durch den 5. Schamal verfasst und zusammengestellt sind, und auch die Manuskripte, die heutzutage in den Potala in Drepung zu finden waren, in den gesammelten Werken, wenn man all durch diese Kataloge hindurchschaut, dann ist darin ein Text. Darin ist eben nur dieser eine Text, der heißt die wundersam gesegneten Worte des Lama Chang, dem Schützer der Lebewesen, wie sie gesprochen wurden zu dem Mahasiddha Santi Nimba in einem Traum. Und weil kein anderer zu finden ist, denke ich, dass es genau dieser Text ist, von dem die Rede ist, dass das eben dieser sogenannte versiegelte Guru-Yoga ist. Wenn also die Rede ist von dem, von dem die Rede ist, von der versiegelten Guru-Yoga-Übung des Meiji Dorje, dass er eben sich bezieht auf diese Geschichte des Traumes von Santi Nimba. Das heißt nicht, dass er darüber hinaus selber eine eigene solche versiegelte Übung verfasst habe. Wie auch immer, wenn wir auf den gesamten Katalog von Meiji Dorjes gesammelten Werken schauen,
dann gibt es eine Reihe von Texten, die nicht enthalten sind in diesem Katalog. Aber jetzt ist keine Zeit, darüber zu sprechen. Bloß, was ich sage, dass dieser Text nicht in dem Gesamtwerk Listen aufgezählt sind, heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt. Aber wie auch immer, ich möchte heute aber nicht zu viel sprechen. Diese sogenannte versiegelte Guru-Yoga-Übung, die zitiert die Worte von Santin Yempa, und das ist eigentlich gleich der Hauptpunkt darin. Der Grund heißt, wenn du möchtest werden wie ich, dann musst du dich in dieser Weise hinwenden. Und deswegen ist das, und dann, so ist es in diesem Text auch enthalten. Das heißt also, wenn du dich auf mich hinwenden willst, wenn du so werden möchtest wie ich, dann gibt es keinen Unterschied zwischen mir und Shankar Rinpoche. So hat Santin Yempa zu Mikyi Dorje gesprochen. Santin Yempa Mikyi Dorje empfing also diese Unterweisung, dass Shang Guru Yoga und Santin Yempa Guru Yoga ein und dasselbe sei. Und wahrscheinlich ist dem dies so widerfahren. Während der Weihe der Statue, und das ist jetzt nicht sicher, ob es jetzt sich gegründet hat, also direkt auf Worte, die von Santin Yempa gesprochen wurden, oder. Aber eines ist klar, dass dieser Guru-Yoga in 4 Zeiten zurückgeht auf diese Worte, diese Shang-Text des Guru-Yoga, weil und einige Teile sind. Es ist klar, dass einige auf die Aufzeichnung der Worte von Santin Yempa zurückgehen als aufgeschriebenen Text, und das andere Quelle ist, dass dieser heutzutage Guru-Yoga in 4 Zeiten sich in Grundlage die Worte von Chang nimmt, ergänzt durch einige Worte von Mikyi Dorje. Welche Worte nun jetzt genau auf Santin Yempas Worte zurückgehen oder auf diesen anderen Text, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Der Grund dafür ist, dass das, was wir heutzutage üben und sprechen, nämlich diesen Guru-Yoga in 4 Zeiten, ob das zu jener Zeit schon vollständig war oder erst nachträglich ergänzt wurde. Und der Grund dafür ist, dass da einige Texte des Guru-Yoga sind, die eine bereits existierende Form von Guru-Yoga, die dann vielleicht erweitert wurde durch die von Worten von Mikyi Dorje und so weiter, und dass daraus das heutzutage Guru-Yoga in 4 Zeiten Text entstanden ist, um das zu begründen. Warum? Also den Guru-Yoga in 4 Zeiten, die wir heutzutage sprechen, hat ja am Anfang diese Zahlen, die sagen, das sind immer die Vielmeldungen, auf die alle Lebewesen, meine Mütter und so weiter, wenden sich auf den Guru-Yoga. Das ist wahrscheinlich nachträglich angefügt worden. Das war wahrscheinlich nicht Teil des originalen Guru-Yoga-Textes, aber es ist eine Tradition, einfach so etwas immer wieder zu sprechen, und deshalb Kamachang hat gesagt, Kamachak hat gesagt, es gab so eine Tradition, und das war wahrscheinlich der Grund für diese dort anzufügen. Aber in dem eigentlichen Guru-Yoga heißt es Namam Guru, auf der Scheitelskrone weisheitsstarke nie, und dann geht es weiter, wie das Wort geht, bis hin zu diesen Worten, wo es heißt, jetzt ist die Zeit gekommen für ein Flehen, Bitten. Das sind enthalten in einem Text, sogenannten einigen Flehen an den Guru, in diesem Text enthalten. Dann gibt es einen weiteren Teil darin, da heißt es, Benkye, so wie der Guru-Yoga, das heißt hier, erscheinen leer sein unterschiedslos Gurus Leib bis hin zu, oder es heißt, Che Guru Ratna kommt zu mir bis hin, oder ein anderer Text heißt, bis hin zum, weiter die Texte, bis hin zu Feind und Widersacher allesamt schnell ruhig. Also dieses kommt aus einem Text von Chang. Der Grund dafür ist, dass
dass eine Notiz ist in diesen Instruktionen, die sagt, sehe das genauer nach in dem versiegelten Text von Xiang. Und da gibt es eben auch diesen Text von Xiang drin, heißt die verborgene oder das versiegelte Abhisheka und Segen mit dem eigenen Üben. Darin sind einige dieser Hinwendungen enthalten, aber es sind da keine, die Anordnung der Texte ist da etwas unterschiedlich. Manche sind einfach alle zusammengefasst aufgeführt und es gibt und dann gibt es wieder in dem alten Text solche für Körpersprache und Bewusstsein getrennte Arten von Flehen und Arten von Einladen und dem Herunterbringen des Segenskraft und so. Der Text ist auch etwas länger und dann wird auch die 7 Formen von Xiang angesprochen, als Padma Vajra, als Dejin Vajra, als Tsogye Dorje, Migi Dorje, Shedang Dorje, Rolpe Dorje und Gabe Dorje und so weiter. Das sind die verschiedenen sogenannten 7 verborgenen Namen von Xiang, die hier erwähnt werden. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich es hier einfach mal euch zeige. Das sind die sogenannten verborgenen Namen von Xiang. Und ein anderer Name dafür ist hier die Anrufung der verborgenen 7 Arten von Orten. Für verschiedene 7 Arten von verborgenen Übungen. Da gibt es die Dalung Zhongpo, Samye Uzi Sam, Sangyon Mendong, Rukpo Chidong, Zalpa Kojil, Lhasa Chulnang und Yurukpa. Das sind also besondere Orte, die für die eigene Übung bestimmt sind und wichtig. In jedem dieser 7 Orte wurden verschiedene Taten und Übungen vollbracht. Man kann also auch dieses als eine Wertschätzung und Anrufung der 7 Orte betrachten oder man kann es auch als die Anrufung der 7 verborgenen Namen betrachten, die eben in diesen Plätzen verbunden sind. In den gesammelten Werken von Meiji Dorje gibt es auch eine Anrufung der Überlieferungslinie, die in der verborgenen Schriften von Xiang. Das ist ein Werk, das vor den Guru Sadhana, findet sich dort vor dem Sadhana von Sonchen Yempa, den das Meiji Dorje verfasst hat. Und diese Anrufung ist sozusagen eine Wertschätzung von Xiang, der in seiner Lebenszeit die Siddhis erreicht hat. Wie er zu einem bestimmten Zeitpunkt die Erkenntnis und Einsicht der 28 Nakshatra-Götter, der Sternbilder hatte, im Außenwelt, in die 28 inneren Ishvaras und der 28 verborgenen Dakinis. Und das heißt also zu dem Zeitpunkt, wo er diese Erkenntnis ihm widerfuhr, dass dann die Dakinis dort erschienen und dieses Lied verfasst haben. Das heißt, das sind Worte, die als die Worte von Xiang bezeichnet werden, aber eigentlich die Worte der Dakinis waren, die ihm dort während dieser Gelegenheit widerfuhren. In jedem Fall aber schreibt Chakmir Rinpoche und Papatur Dingma sagen, dass die 8 Formen von Xiang und die 8 Formen von der Karmapas und die 8 Formen von Lama Xiang und die 8 Formen von Guru Rinpoche miteinander verbunden sind. Was sind die 8 Formen? Ich habe das vorher auch nicht gewusst, aber natürlich kennen wir die 8 Formen von Guru Rinpoche, aber habe ich die 8 Formen von Lama Xiang, das habe ich hier recherchiert. Und ich habe daran gelernt, was die 8 Namen von Lama Xiang sind. Ich habe deswegen anderen Tags über die 8 Namen von Xiang versprochen, die 8 Xiang oder die 8 Guru Rinpoche oder die 8 Arten von 8 Karmabas. Und wenn wir davon sprechen, nicht wissen, was die 8 Arten von Xiang sind, dann wäre das ja ein bisschen merkwürdig.
sprechen also über die 8 Formen, Formgestalten oder die 8 Namen. Das Shang Pema Vajra, Shang Deva Dorje, Dorje Dorje, Miji Dorje, Shetang Dorje, Rolpe Dorje, Gavi Dorje, Shang Devi Dorje. In dem eigentlichen Text heißt es, Shang heißt Pema Vajra. Und dann heißt es wieder, jedenfalls sind das die 8 Namen von Shang. Wenn es um das Üben geht, wie hat man zu üben, diese 8 Namen von Shang, oder wie ist die Übung, die damit verbunden ist, die sich ja hinwendet auf diese 8 Formen von Shang? In den versiegelten Werken von Shang heißt es darin, ein Text, der heißt die allgemeine Ermächtigung im Mön-Dongma Lama, und darin heißt es, man habe sich all diese Formen vorzustellen, als dass sie in weiße Knochenornamente gekleidet sind, sozusagen die da umher klappernden Knochengeschmeide, mit denen geschmückt. Und dass diese miteinander verbunden sind, diese ganzen Knochen, und dann herumklappern und klimpern. In diesem verborgenen Guru Sadhana von Midgidorje ist in einem gesammelten Werk enthalten, heißt es, da, wenn die 8 Shang vorzustellen, dann sagt er darin, sie sind in den Roben von Chakra Varti, universellen Herrschern, gekleidet mit Vajra und Glocken in der Hand. Also an zwei verschiedene Formen, sich das vorzustellen. Und dann müssen wir noch wissen, wie diese 8 Arten von Shang mit den 8 Karmapas verbunden sind, wie diese Beziehung zu sehen ist. Es gibt eine Notiz darüber, eine kleine Preisung der verborgenen Werke von Shang, und da heißt es, Deva Chempe Dorje ist Dusung Khyamba, Padma Vajra ist Karma Pakshi, Dechen Dorje ist Rangjung Dorje, Sokti Dorje ist Chötak Jamse, und Mitte Dorje ist Bhikshu Chötrup Sangpo, Shetang Dorje ist Dechen Shekpa, der 5. Karmapa, Rolpe Dorje ist Tongwa Dönden, und Gavi Dorje ist Rolpe Dorje, der 4. Karmapa. Das sind also die 8 Karmapas, das sind also die ersten 7 einschließlich Mikyo Dorje und verbunden mit den 8 Arten von Shang. So, dann kann man das in jeder Richtung natürlich gleichsetzen. Gut, über die 8 Arten, Namen von oder Formen von Guru Rinpoche sind allgemein bekannt. Die weiß jeder. Aber wie die 8 Arten von Karmapas und die 8 Shangs miteinander zuzuordnen sind, das ist nicht deutlich, so allgemein hin so deutlich. Deswegen kann ich das nicht direkt diese Verbindung herstellen. Ich werde versuchen, wenn ich die Gelegenheit habe, in der Zukunft diese weiter zu recherchieren, und wir fahren also weiter hier über die 4 Sitzungen, über den Guru-Yoga in 4 Sitzungen zu sprechen. In diesem Guru-Yoga der 4 Zeiten gibt es diesen Text, der heißt darin, Weisheitsdarkini in Grün erscheint im Raum vor mir und so weiter. Ich habe dies nicht in den gesammelten Werken von Midgidorje gefunden. Dann gibt es die 4 Zeilen, die heißen Raum erfüllen Midgidorje A. In Midgidorje habe ich auch nicht in gesammelten Werken gefunden. Dann gibt es die Passage, die da heißt hier, edler Meister, vierfach Buddha, Kayas Herrscher, bis hin zu Karmapachyano. Das ist in den einigen Flehensworten zu Guru-Yoga, oder einige Arten von Flehen des Guru-Yogas darin enthalten, in dem Text. Dann gibt es eine andere Passage, da heißt es Erbarmen alle in einem Keno, bis hin zu Schutz der Getriebenen sei ich wie du. Das ist auch wiederum in den einigen Arten von Flehen im Sinne von Guru-Yoga in Text enthalten. Und danach heißt es, da gibt es noch eine kleine Anmerkung, darin heißt es, man solle dies Tag und Nacht durchführen. Und ich halte meine Schüler an, dass sie diese Bitten wiederholen, diese 2 Bitten zu den Karmapas. Darüber hinaus sind da die Worte im Guru-Yoga der 4. So sind, ja. Dann gibt es diese anderen Worte drin, heißen einzig Vater, alles Wissender, bis dahin, wo es heißt, in Not
Angst, Schrecken, hier, schaue mich. Und diese Worte sind enthalten ist nicht enthalten in dem Text, der diese Flehen der verschiedenen Arten von Guru-Yoga da sind, sondern ist in Medjugorjes kürzeren Werken zu finden. Da gibt es eine andere Passage, die heißt hier Guru, großer Schatz, Stammhalter wahren Sinns und so weiter, bis hin zu Herzenstief, mach mich ermutigt. Das ist wiederum in den einigen Arten von Guru-Yoga enthalten, aber die Reihenfolge der Zeilen ist dort eine unterschiedliche, weil dies eben sich das ist vor der Zeile, die da heißt Edler Meister, vierfach Buddha, Kayas Herrscher, vor dieser eingefügt, also in einer ganz anderen Stelle. Und dann gibt es eine weitere Stelle, die heißt ja prachtvoll Guru undrücklich, an dich ergeht mein Bitten. Und bis hin zu und dass mein Herz in jeder Faser fest und schon sein, weil das auch das nicht enthalten, habe ich nicht gesehen, dass es in dem gesammelten Werken enthalten sein, aber es ist in irgendeinem Kamzang Gebetsbuch enthalten, also wahrscheinlich sind sie auch mit die Deutsche zurückgehend. Und dann gibt es, heißt es hier, sterben müssen, herzenstief erwacht, bis hin zu Chakrasamvara durch dich, als ihr umsorgt. Also die Worte sind auch in diesem Kamsang Preya-Buch enthalten. Und dann gibt es die Worte der Widmung hier, wo es heißt, der wegen Wegesherz in Liebe hochachten, Mahamudra, bis hin zu prachtvoll Sanjaneva, Lehrer, Schülerfolge, zu aller Lebzeit geworden, niemals getrennt. Das ist auch in jenen Medjugorjes gesammelten Werken enthalten, in einer Art von Üben der Lieder. Und dann gibt es noch die Stelle, die heißt, der unvergleichliche Dabokaji gilt mein Bitten bis hin zu der angstvolle Lösung sprellenden Dharma Ayatopuji gilt meine Bitte. Die enthalten in den kürzeren Werken von Medjugorje. Es gibt ja wohl man kann da nicht die gesamte Passage daran sehen, aber es ist wohl so eine, weil sie für jeden kann man aber natürlich eine Zeile hinzufügen, aber die anderen Worte sind darin in Medjugorje kürzeren Werken enthalten sind. Also klar, die Worte von Medjugorje, aber es ist sicher, dass natürlich die Worte. Und dann gibt es auf diesen Zeichen, wo es durch Neugeborensein Leben alle sankt hindurch, bis hin zu sei Vajradaras Vorrangreich erlangt. Das sind allgemein bekannte Worte, die man nicht dazuordnen kann, ob sie Kaji Sakya Nima Gelug sind, sondern wenn man fragen würde, wer hat sie denn aufgeschrieben, sind allgemein bekannte Worte, die man nicht klar zuordnen kann. In dieser Weise dachte ich, dass ich eine kurze Einführung gebe. Und der Grund, warum ich das hier aufführe und welches von den gesammelten Werken von Medjugorje enthalten ist deshalb, dass dieser Guru-Yoga in 4 Worten etwas klarer wird. Und da gibt es einen Text von Situ Penchen Negova Kama Sempen mit der Lebensgeschichte von Kama Kamsan Lamas und so weiter. Darin heißt es, die 4 Guru in 4 Zeiten, das ist das überragende Guru Sadhana und es sind ähnlich der Vorstellung wie in dem Guru Vajrameister zu erlangen, in diesem Samputa Tantra, und der Text ist mit dem verborgenen Gesang der Dakinis verbunden und die Worte in der Hinwendung auf die verborgenen Worte von Medjugorje, mit der Natur des Siegreichen, des reinen Visionen der Mahasiddhas und verfasst von seinen Schülern. Das wird die meisten geschmückt mit einigen zusätzlichen Arten von Flehen und den Artenerklärung des Nutzens. Heißt es, ich wende mich hin, auf die Worte. Welche Worte sind also auch von Medjugorje und welche sind von seinen Schülern verfasst? Ich bin nicht in der Lage, das genau jetzt klar zu sagen. Ich möchte in der Lage sein, gerne herauszubekommen, welche Worte wem zuzuordnen sind. Wo der verborgene Gesang der Dakini ist wahrscheinlich die von Shangtsapa
erfahrene Vision oder Bezug dazu. Die meisten Worte in den Guru-Yoga der 4 Zeiten sind in den gesammelten Werken von Migyi Dorje. Das ist klar, dass sie seine eigenen Worte darstellen. Und wenn man die Worte aufsucht, die nicht darin enthalten sind, sind das wahrscheinlich jene, die von seinen Schülern verfasst sind, die auch ihrerseits als Siddhas waren. Einige könnten von Sharma Könchok verfasst sein. Aber im Hinblick auf die Bedeutung, die darin kundgetan wird, gibt es Sambuddha Tantra. Im Sambuddha Tantra, mit dem Guru-Yoga, von Guru-Yoga die Rede ist. Und am Ende des ersten Abschnitts heißt dann, den Segen des Meisters und der Mudra. Der Mudra, in jener Passage, die Segen von Lehrmeister und Mudra, die Rede ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die in den verborgenen Worten hergestellte Bezug, dem ich bis jetzt nicht ganz klar sagen kann, wie das zuzuordnen ist, aber darüber hinaus ist eben der Bezug hier zu den verborgenen Worten von Werken von Shang, Sanjay Nimbas reiner Vision und der reinen Vision von Migyi Dorje. Ich habe damals in Bodh Gaya das vorgestellt und ich hatte ein anderes Empfinden zu diesem Guru-Yoga, als ich es jetzt habe. Ich habe jetzt die Idee, dass tatsächlich jemand gesehen hat und das, was in diesen Vorstellungen beschrieben ist, dort als Vision erfahren hat. Wie ich das bereits zuvor gesagt habe, war während der Weihe dieser Statue von Sanjay Nimba, dieser Silberhimmelsstatue, dass all diese Visionen dort erlebt wurden. Und einige dieser Visionen sind auch hier eingeschlossen in diesem Guru-Yoga in 4 Zeiten, aber ich muss nicht in alle Einzelheiten hier gehen. Die meisten Worte des Textes sind natürlich Migyi Dorje und dann die auftauchen in den verborgenen Werken von Shang und einige sind vielleicht angefügt von seinen Schülern, die selber Siddhas waren, besonders am Schluss. Die Worte, wo es heißt am Schluss, dass also selbst jene, die nur das bloße Vernehmen schon dieses Textes, für die Lebewesen, die in den niederen Lebensbereichen zu fallen wären, dass die durch das bloße Vernehmen allein schon da die Tore zu niederen Lebensbereichen verschlossen wären und sie in dem reinen Bereich von großer Freude dann eben jener, der Avalokiteshvara das selbst ist, seinen Arm ausstreckt und durch das bloße Ausstrecken und Zurücknehmen des Armes allein sie da schon dann herangezogen werden. Also Migyi Dorje selber ist hier gleichgesetzt mit Avalokiteshvara und Jetsun Dorje Yangchen mit dem Namen hier genannt und dass er das heißt, der Hinweis darauf, dass diese Worte dieses Guru-Yoga von außerordentlich großer Inspirations- und Segenskraft sind, dass nicht einfach nur poetische Ausschmückung, solche Worte gibt es natürlich auch, die einfach zur Ausschmückung dienen, aber diese Worte sind hier nicht, sondern das sind. Und das heißt manchmal, dass man keine andere Wahl hat, wenn man denen begegnet, als tiefe innere Herzensgabe und Wertschätzung zu haben. Und das eine Übung ist, die sowohl Sutra- und Tantra-Übung und Mahamudra und die 6 Dharmas miteinander verbindet. Und da gibt es einen alten Text, der 9. Karmapa, der diese 4 Sitzungen verbindet mit den 6 Arten von Dharma, 6 Dharma. In jedem Fall ist diese Guru-Yoga in 4 Zeiten grundverschieden von vielen anderen Arten von Guru-Yoga. Das heißt, die Essenz, die in den Karma-Chakras klaren Notizen darüber, über die Vorstellung während dieses Guru-Yoga, ist es so aufgeschrieben.
In den Übungslagern von Yangri, Surudi und Satsang und so weiter wird diese Worte des Gebets an 3 Sitzungen jeden Tag, wegen Tag und Nacht zu sprechen, am Abend, am Mitternacht und am Tagesanfang der Gong schlägt und der Disziplinmaster hat den Platz des Lagers zu umschreiten, hat jeden in dem Zelt zu überprüfen und jene, die eingeschlafen sind, zu bestrafen, die nicht dieser Übung sich widmen. Und so war es die grundlegende Übung während den Kamazang. Das heißt, wenn man die Geschichte schaut, wenn man nicht in die Geschichte schaut, wird man da nicht wissen, wenn man ich habe also hier geschaut, wenn Yangri und so die Satsang und so weiter. Ich habe darüber gesprochen, in dem Zeltlager im ersten bis zu Kamachüing dort gab es 3 Arten von Zeltlagern, die auf die Yangri war, die Suri war und die Satsang war. Und dann gab es andere Übungsteile innerhalb dieses Zeltlagers. Und an jedem Zeitpunkt, 3 Teilzeitpunkte des Tages und 3 Zeitpunkte der Nacht, haben sie also diesen sogenannten Guru Yuan 4 Zeiten zu sprechen. Sie haben sich getroffen und haben ihn wiederholt, besonders am Abend. Besonders bis Morgengrauen und Mitternacht wurde ein Gong geschlagen und dieser Gong bedeutet, springt auf. Aber wenn ich sage aufspringen, heißt dann, die meisten Leute, die da über uns widmen, die haben sowieso nicht sich niedergelegt, haben ihre Kleidung nicht abgelegt, sondern sie haben aufrecht sitzend geschlafen. Wenn also der Gong ertönte, sind sie einfach erwacht und haben sofort begonnen, diesen Guru Yuan 4 Zeiten zu sprechen. Und der Disziplinenmeister wurde zu dieser Zeit eben angehalten, dass er um das Lager umschritt und in jedes einzelne Zelt zu schauen pflegte. Ich habe jetzt gerade erklärt, dass es so kleine Zelte waren, die wie nur Platz für eine einzige Person boten und in jeder hat also sein eigenes Zelt und in diesem Zelt hat er in jedes Zelt hineingeschaut und hat geprüft, ob sie wirklich da sitzen und ihre Übungen waren und wenn nicht, dann wollte er das. Und wenn man noch nicht wach war und da niederlag, dann hat er sie bestraft. Wenn ich darüber nachdenke, dann wurden sie wahrscheinlich geschlagen oder mit einem Stock. Zur Zeit des 8. Kamaba, des 7., 8. und 9., wenn man auf diese Zeiten schaut, dann ist da nie die Rede davon, dass irgendjemand geschlagen wurde. Nirgendwo ist die Rede in dieser Zeit von irgendjemandem zu schlagen, sondern es geht um Niederwerfen oder Sprechen oder Bitten vorzubringen. Oder es geht darum, dass man sich für seine Fehler entschuldigt und so weiter. Aber wenn hier manchmal die Rede ist, jemand 100-mal zu schlagen, das sind also im Grunde genommen die weltlichen Regeln haben sich vielleicht da so ein bisschen eingeschlichen in das Klosterleben. In all den Zeltlagergeschichten ist niemals die Rede von irgendjemand geschlagen wird. Zwischen des 7., des 8. und des 9. Kamaba. Alle die Regeln, die sie damals beachteten und auch in den Klöstern, ist niemals von Schlagen die Rede. Wenn man also über einen solchen Disziplinmensch spricht, da denkt man sofort an das Schlagen von jemandem. Nun, der 16. Kamaba, der war im ersten Teil seines Lebens. Später hat er viele Schwierigkeiten, aber während des ersten Teils seines Lebens in der Zopo, nach dem Abendessen, haben sie einen Gong, kleinen Gong, der da die Sitzung ankündigte, in dem großen Mahakala-Tempel. Und wenn dieser Gong ertönte, dann mussten alle die älteren Mönche dort in ihren eigenen Räumen sitzen und üben. Dann gab es auch einen Wächter,
ein Schließwächter gewissermaßen, der die Haupttore verschloss, um alle Bewegungen heraus und herein in diesem Kloster zu unterbinden, sodass niemand mehr heraus, niemand mehr reinging. So, nachdem dieser Türwächter, das war ein Nicht-Ordinierter, der einfach dort diese Aufgabe hatte, der Torwächter zu sein, der herumging, um zu kontrollieren, ob die Leute wirklich sich ihren Übungen widmeten und die Regeln des Klosters einhielten. Und ich glaube, diese Tradition ist vielleicht eine Fortsetzung dieser Tradition, die damals in den Zeltlagern begann, die diese bestimmte geregelte Zeiten für diesen Guru Zeiten zu haben. So, das war das, soweit ich hier vortragen wollte. Und das ist also sehr wichtig im Kern, das ist der Punkt, den ich damit anspreche, dass diesen Guru-Yoga zu sprechen ist sehr außerordentlich, nicht nur für solche in monastischen Einrichtungen, sondern für alle, auch die freien Übenden, ist es von großer Wichtigkeit und viele Arten von Abhisheka dadurch zu empfangen. Wie viele Abhishekas haben wir bereits empfangen in der Vergangenheit und wie viele Mal haben wir versprochen, dies oder jenes dann durchzuführen? Das bloß ein Abhisheka zu empfangen hat keinen großen Nutzen, wenn man nicht das, was damit verbunden ist, denn ein Abhisheka ist eine Erlaubnis, etwas zu tun, eine Übung, die durchzuführen. Wenn man diese Übung dann verspricht zu tun, aber sie dann nicht in dieser Weise durchführt, wo ist dann der Sinn? Und so ist also ein Abhisheka, das man empfängt, ist also nichts weiter als eine Erlaubnis, ein Eintritt in diese Art, eine Übung durchzuführen. Wenn man also eine solche Erlaubnis hat, und jetzt haben wir das große Glück, eine solche Übung durchführen zu dürfen, dann gilt es, das auch zu tun, sonst wäre es überhaupt kein Grund, am Anfang überhaupt einen Abhisheka erbitten zu wollen. Und wenn wir alle diese Übungen, alle Arten von Gottheiten, in allen Arten von Tantras, die wir je empfangen haben, alle wieder durchzuführen, dann wäre das sicher sehr schwierig. Da gibt es vielleicht die älteren Mönche, die ganz viele von morgens bis abends 3-4 Stunden damit verbringen, alle die Texte, die sie empfangen haben, zu lesen und zu sprechen. Und wenn wir das von jedem erfordern, dass jeder 3-4 Stunden eines Tages darüber verwenden sollte, all die verschiedenen Texte und Erlaubnisse, die er erfangen hat, dort als Übung durchzuführen, da hätten wir uns bloß 3-4 Stunden damit verbunden, dann all diese Texte zu sprechen. Das wäre sicher nicht für jedermann und jede zu bewältigen. Aus diesem Grund, wenn man also eine Guru-Hinwendung betreibt, einen Guru-Yoga auf seinen Hauptlehrer bezogen, der als die Verkörperung all dieser Gottheiten anzusehen ist, dann hat man automatisch darin alle Arten von Pflichtungen darin bewältigt. Das ist gewissermaßen der Ersatz für alle Arten von Verpflichtungen, die man in irgendeiner Weise auf sich genommen haben, mit den verschiedenen Arten von Übungen. So ist es in der Guru-Yoga. Die machen eine Guru-Yoga in 6 Sitzungen. In der Gelugpa-Tradition, in der Kamsan-Tradition haben wir Guru-Yoga in 4 Zeiten. Und ich spreche hier nur ich kann nicht genug über diese Qualitäten und Vorzüge sprechen, wenn man über eine Übung spricht und die Vorteile, die daraus erwachsen, dann wenn man über eine Übung spricht, dann muss man die Vorzüge davon auch deutlich machen. Und ich glaube, das ist genug für, was ich darüber jetzt sagen möchte.